sicher, dass das richtig Spiel ist? Ja, Alan Wake, den zweiten Teil. 2010 kom se Viergänger raus, seitdem er se traurig gin. Ich si mat ziemlich sicher, die Schwingshund wird drin zougeschloen. Okay, let's do it. Alles. Das ist kein Spiel. Das ist eine Story. Die Story von Alan Wake 2 startet 13 Jahre am Schluss vom ersten Teil. Genauso wie 13 Jahre gebraucht wird für den zweiten Teil zu releasen. Zwei FBI-Agenten, den Alex Casey, gespielt von Sam Lake persönlich, an eng Hommage zu Max Payne, und Saga Anderson, ein von unseren spielbaren Protagonisten, kommen beim Cauldron Lake un, nachdem die Leichen von 13 Jahren verschwundene Personen noch an noch abtauchen. Nicht nur das, aber alle Guer schenken Opfer von Ritualmörder vom sogenannten Cult of the Tree gehen zu sein. Bei den Ermittlungen geht hin auch schnell klar, dass evangelisch Kräftgefanger mit am Spiel haben, wie der Sheriff von Bright Falls, der Schauplatz vom Viergänger schon, führen ihren Ahn spurlos verschwindet und die letzte Leiche als Monster ihrem Opa steht. Das ist aber nicht alles. Die Bewohner von Bright Falls kennen die Saga, kennen seine Familie, seine Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die nicht zu dem passt, was die Saga sich erinnern kann. I'm sorry. Who are you? Dem Saga seine Ermittlungen führen durch Bright Falls an dem Gegend. Dazu gehört in anderem das Valhalla Pflegeheim, das sich lo am Ahlenhaus um See befindet, das am ersten Teil schon der Mittelpunkt von der Story war. Oder auch No Watery an dem Vergnügungspark Coffee World. Heideck hat auch noch weiter mysteriös widerspricht zu seiner Vergangenheit ab. Und außerdem fährt das Spiel zum schon genannten Cauldron Lake. Ein See, der mehr ist wie ein See. Ein Ozean. Ein Tier. Ein Portal zur Dark Place. Während dem Saga seiner Ermittlungen immer weiter ugedriven gehen, befindet sich den Alan Wake an der Dark Place. Eine surreale Dimension, die sich ständig verändert. Heute probiert den Alan Wake nach immer seine Frau zu finden und gleichzeitig dem Mr. Scratch eine Strich durch die Rechnung zu machen. An einem verdrehten New York, das von ewiger Dunkelheit durchzogen ist, begegnet der Schriftsteller bekannte Gesichter wie dem Artie, dem Hausmeister aus Control oder auch der fiktive Romanversion von Alex Casey, also wie auch dem Regisseur Thomas Zane. Ob all Schritt an Tritt schenkt der Scratch dem Alan Wake vorauszusehen. Und hier deht sich mit anderen Gefangenen zusammen und könnte so auch mit dem Saga Kontakt. So entsteht ein Wettrennen gegen den Scratch, wobei nicht nur hier einzelne Schicksale, mit das von der ganzen Welt im Spiel steht. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Der Scratch ist aber auch nicht die einzige Entität, die dem Elm am Weg steht. Da geht es nach dem mysteriösen Talkshow-Host, Mr. Door. Ein Mann, der scheinbar weder und Regeln vom Alan Wake seinem Manuskript gebunden ist, noch und der von der Dark Place. Ob diesen aber wirklich ein antagonistische Kraft ist oder nach mehr dahinter sticht, muss nach abgedeckt gehen. Ich sitze an einem Arbeitszimmer und habe eine Story geschrieben. Clear. Clear! Aber die Agenten standen für in einem eitlen Raum. Es war kein Schriftsteller da. Aber die Story hat mich schon hingebracht. Hat mich nirgends hingebracht. Es ist ihrem Zweck. Es ist ein Loop. Ich habe eine Story geschrieben. An der Story sind ich an das Arbeitszimmer gekommen. Anderson, was ist denn immer für ein komisches Spiel, wo er Spiel mit euch spielt? Die ganze Story, ich komme nicht drauf klar. Mir war das, wenn es gar nicht um die Story geht. Mir um das Gameplay.
De Gameplay von Alan Wake 2 huet de grosse Sprung gemacht. Action gëtt zwar auch nach, am Mittelpunkt steht aber los Survival Horror an Detektivorbecht. Während dem am Saga an der realer Welt investigiert, sammelt den Hinweise an Indizien, die ihn selber richtig zusammenschließen muss, für die Rätsel zu lesen. Ebenfalls wird Saga die Fähigkeit, durch Profiling schenkbar direkt an die Gedanken von anderen versenken zu können, für so die Wahrheit abzudecken. All das möchte am Saga seiner Mindplace, wird basically ein Mind Palace aus, an dem ihn all seine gesammelte Informationen festhält. Späterhin kann ihn aber auch noch entscheiden, ob ihn als Saga oder als Alan spielen will. Als Alan erforscht ihn die surreal Dark Place. An am Platz von Detektivarbeit geht es beim Alan Wake darum, Inspirationen zu finden, für die Geschichte umzuschreiben, die hier da festhält. So kann ihn dann durch verschiedene Plot-Elemente den ganzen Levelaufbau verändern, an dem Alan die Story einfach umschreibt. Du hältst aber auch noch nicht ab. Durch eine ganz bestimmte Lucht, die ihm sich dreht, kann ihn auf verschiedenen Plätzen andere Luchten un- oder ausknipsen, wodurch sich schwer obtun, die vierdrun nicht da waren. Oder Dieren auf andere Plätze verirren können, wie vierdrun. Kämpfen ist natürlich weiterhin ein wichtiger Teil vom Spiel. Und so muss ihm am Alan, wie ihm am Saga, gegen die sogenannten Taken kämpfen. Schattenwesen. Personen, die von der Dark Presence possessed sind. Dazu strahlt den Dissere mit der Taschenlucht und für sie zu schwächen, ehren is mit Blei vollpumpt. Aufgepasst aber, weil Ressourcen sind rar. Am mehr wie einem Emol muss ihn sich purmal überlegen, ob ihn an eine direkte Konfrontation will oder sich lieber zurückziehen soll. Für allen zwei geht es aber ähnlich wie Resident Evil Safe Rooms, an denen ihn eine Verschnaufpause machen kann, als er Spiel speichern kann. Das geschieht hier ironischerweise nicht über den Schreibmaschinen, mehr an dem ihn einen Becher Kaffee trinkt. Endlich. Hast du das Paket nicht mehr? Warte. Nee. Come on, man muss noch einen sehen. Flash Grenades. Ich hatte vergessen, schon mal die zu benutzen. Come on. Nee. Putain, ich habe schon kein Tintenbanner mehr. Wie lebt es? What the fuck? Anderson. Irgendwie erinnert mich, dass heute spielen auch ganz andere Spieler. Und man dann eigentlich nicht nur den echten Alan Wake. Was willst du dummer sollen? Ich kenne mal irgendwie so viel, wie wenn das Spiel sich nicht nur ganz stark Resident Evil inspiriert. Seht ihr den Fall von Silent Hill noch etwas? Wie schon erwähnt, hat Spiel 2 verschiedene Spielwelten. Du hätte mir einmal die Realwelt, an der ihm am Saga durch die aufgelegenen Dörfer am pazifischen Nordwesten von den USA zieht. Eine in Twin Peaks ungehauchten Detektivgeschichte mit Mystery-Horror-Elementen, an der Fiktion und Realität sich oft überschneiden und nicht immer klar ist, was da stimmt und was nicht. Auch wenn die Areale, an denen er sich größtenteils frei bewegen kann, ziemlich groß sind, fühlen sich das trotzdem beklemmend an, weil er nie weiß, was am nächsten Eck ob er wart. Mal sind Rätsel oder neue Hinweise, für die es sich lohnt, abseits von der Story zu erkunden. Andere sind aber Taken, die nicht mehr drauf warten, ihn zu verwältigen. Mam allen aber befindet sich an einer filmi verzerrter Spielwelt mit blutischen Horroraspekten, die sich am besten als Silent Hill meets A24-Film beschreiben lässt. Es bewegt ihn sich durch düstere Straßen, die von Nivel durchzogen sind, aber mit farbigen Neonschilder beleuchtet sind. Gas nach Straßen, die Unbehagen vermitteln, und ähnlich wie Labyrinth abgebaut sind, an dem ihr nie weiß, wo ihn als nächstes landet. Emo las den Hotel, den immer mehr verschroben und düster geht. Ein anderer Kehr Kino,
oder sogar ein Fernsehstudio. Durch das Aufwieslung könnt nie langweil op. Egal ob ihn als Ellen oder Saga spielt, kann Spiel mit immer neuen Überraschungen überzeugen. Mal ist der mega einfachen Jumpscare, den ihn mega feiert, auch von ultra billig war. Ein anderer Kehr, also den faszinierend Live-Action-Sequenz, bei der ihr bald vergisst, dass ihr gerade ein Horrorspiel spielt. Alan Wake 2 als ein Spiel, wie das sonst noch nicht geht. CD an eine Geschichte, die voller Twists und Überraschungen stößt, an eine Mattfieber lässt, wie das Ganze ausgehen soll. Der Gameplay ist offensichtlich stark an den Resident Evil Remakes inspiriert gehen, bringt aber seine eigene Note von Horror und Spannung mit. Auch die verschiedenen Elemente, wie dem Saga, seine Investigation oder dem Schreiben vom Szenario mit Alan, bringen ganz neue Gameplay-Ideen mit sich, die ihn so an dem Genre noch nie gesehen hat. Spätestens, wenn ihn dann eine halbe Stunde an einem digitalen Kinostuhl bleibt, für komplett optionalen, fiktive Kurzfilme aus Finnland mit Sam Lake an der Hauptrolle zu gucken, oder nur einer wirklich spezieller Zusammenfassung von der Story vom ersten Spiel sein Mund groß abschauen hört, sehen, dass ihn dann absolut hooked ist an alle Einzelfacetten von diesem Spiel gesehen will. Wer als Community schon bei unseren Game Awards Alan Wake 2 zum Game of the Year gewählt wird, kann ich das hier auch selber noch einmal so nachschreiben. Alan Wake 2 war für mich Game of the Year 2023 und ich kann sicher nimmen und Herz lehnen, sich hierop anzulassen. An wie gesagt, merci Herr Wake, dass Sie an unserer Show wart. Welche Show? Ich sehe jetzt, dass wir ewig in Ihrem Arbeitszimmer gespart. Das ist so eine Loot, So fühle ich mich auch. Ach, Herr Wake. Mir einfach hätte ich aber noch. Wie ist das eigentlich, auch immer in einem Spiel zu sehen? Ich war doch nur in einem neuen Spiel. Oh, die macht mich fertig. Oder wird er mit versucht, wäre Besen Doppelgänger, Also, na, kann ich wieder reden. Alan Wake!